Nein, ich freu mich jetzt schon auf den neuen Eberndorfer Krimi. Wenn jetzt nicht über die Dreckswerbung bringen dann, da zahlt man ein Vermögen für den eigentlichen Film und dann wird man nur mit etlichen Anzeigen zugeschissen. Du hast vollkommen recht. Da ist der Flachmann schon la, bevor der Film überhaupt losgeht. Eine bodenlose Frechheit ist sowas. Hast du eigentlich die vorherigen Filme vom Eberndorfer gesehen? Der ist so geil. Hat immer einen lockeren Spruch auf Lager. So eine richtige Schnellschleiferfotzen. Genau wie ich. Dem Mann gehört halt eigentlich ein Orden verliehen. Hey du Fettbeil, Maul halten. Genau, wenn da mal ein paar Expertengespräche geführt werden, dann wird sich gleich drüber aufgeregt. Aber wenn da auf der Leinwand eine Radlerwerbung gezeigt wird, dann stört's keine alte Sau. Ey, schalt den Scheißdreck weg, es sind Kinder anwesend. Genau, die werden am Ende noch fehlverleitet. Komm, den kaufen wir uns. Der scheint uns nicht hören zu wollen. Magst nicht die Zitrone weglegen. Die nachhaltigen Sachen uns selber saufen, du kriegst ja Diabetes. Jetzt bring mir lieber ein Kellerbier, bevor ich mich vergiss. Hinsetzen, schmeißt halt die besoffenen Lackeln aus. Eine letzte Chance gib ich dir noch. Wenn du jetzt auf der Stelle das Bierbanschen aufhörst, dann können wir noch als Freund auseinandergehen. So, jetzt reichst du, lass mir keine andere Wahl. Um Gottes Willen, wo bin ich da bloß gelandet? Wahnsinn, das ist ja Erregung öffentlichen Ärgernisses. Pervers ist sowas. Meist zwei Bierdämpfen. Schaut's, dass euch schleicht's, aber schnell. Herr Wachtmeister, das war ganz klar Notwehr. Der gründige Bierbanscher hat mich provoziert.